Simon Blobem, wer se zu dem Projekt kom? Dass zu dem Projekt kommen, weil man also auch regelmäßig wie all die anderen Leute auch viel Gedanken in der Umwelt machen. Und ich habe durch Zufall einmal gesehen, ob Besitz von Berlin, dass die Projekt gemacht hatten und sogar einen Award dafür gekriegt haben und extrem viel Success da hatten. Es geht nämlich darum, für die Leute zu polarisieren, ihnen klar zu machen, mit Lied Schock am Anfang, für mal so eine Flash zu machen, weil eine Person braucht pro Jahr 6 Tonnen CO2 durch seine Lebensgewohnheiten. Sie hat das am ganzen Konsum, das mit Reisen, mit Elektrizität verbrauchen, mit Kleider auflegen lassen, an. Und das geht einfach darum, die Leute einfach just klar zu machen, was für Wert als Büscher haben, wenn man so da durchgeht, dann muss der Baum richtig Aufmerksamkeit hat. Simon, de Bëger se hawer immens schei gering. Fir wat as schüss die Blofhawer as Gesicht ginn? Et geht jo auch CO2 an gemengt also war de Projekt vu Firan och eben wie gesot zu Berlin, wo gesinn und och blo an et geht jo am Fong den CO2, a wenn dat so guckt mat dem Bloe fan dat reflekteiert dat ganz doch gut. Et geht jo auch drums, dats het eben noch ein bisschen rausstöcht. eng Fafsinn, wo lo eben gesieget, kann jo schlecht lo Krieg machen, dann hummer den Effé och net vun der Sache. Muss jo klegen Effé dabei sinn, dat Leiit dat realiseieren. De Projekt, wat soll den dann bei de Leiit auslesen? De Projekt ist, wie fir schon kurz erwähnt, das wirklich geduert für de Leiit engkeer, dass sie wann durch die Schene bestrüppeln, wo so viel Leute mal da durchstrüppeln, sie selber oft hei. An Leiit gin do durch sie gelesen de Busch, aber sie schenken keine richtig Aufmerksamkeit. Und so lo wirklich einfach de Baum eng Wolle kreien an d'Opmerksamkeit op sich zeien, fir eben klar zu machen, wie wichtig das sie sind, für unseren CO2-Ausstoß auszugleichen und für das Leid aber auch das richtig das Notdenken bringt. Also sie müssen wirklich dann, wenn sie kommen, dann den Busch genießen, die Wolle vom Baum haben und wirklich auch nur denken, was für eine wichtige Funktion als Büscher haben und wie wichtig dass es ist, du überhaupt über so Sachen nur zu denken an unserem Alltag. Wir haben auch alle gute Kinder und Enkelkinder und das ist immens wichtig, dass man auch an denen in die Zukunft denken. De Busch ist ja auch geschützt. Sind da so mit der Natur konform? Ja, der Busch ist geschützt. Und wir haben auf alle Instanzen den Akkord gekriegt, das heißt, wir haben vom lokalen Förster haben wir direkt einen Akkord gekriegt, den er begrüßt, auch eine ganz gute Idee gefunden hat. Wir haben vom Hauptresponsablen vom ganzen Süden, von den Büschern, haben wir den Akkord gekriegt, wobei ich auch denen Leute angerufen habe, weil auch die jungen Bayer nicht direkt konnten, etwas aufhängen. Und mit den Leuten persönlich auch immer geschwärzt haben und ihnen alles von viel bis hin erklärt haben und die auch ganz begeistert waren vom Projekt. Und wir haben vom Ministerium selber haben wir auch sogar über Telefon auch nach Diskussionen gehabt, wie alles zu erklären. Und auch da haben wir als Autorisation gekriegt. Und die Farbe, die wir verwenden, die ist 2 Jahre lang sind verschiedene Farben getestet gehen. Für auch zu gucken, wer am propersten ist, für zu gucken, wer aber auch ein Zeitchen hält. Das soll ja auch nicht nur für 8 sein. Und für zu gucken, auch beim Spritzen, wie am besten umzuwenden ist, für das auch nicht so viel rundherum, dann der Boden mit Blocken oder andere Pflanzen mit Blocken, die nicht betroffen sind. Und der Spray, den Lodo ist, als Spray, den sowieso normalerweise schon an der normaler Version geholt wird, für die Beam zu markieren von den Förstern. Den Doten als just noch verfeinert gehen, an denen es eben auf ökologischer Basis extra hergestellt gehen, auch an dem blauen Ton, dass das soll naturkonform sein und dass das auch ein ganz umweltpropre Produkt ist. Wie lief die Organisation von diesem Evenement auf? Die Idee ist entstanden, weil ich auch wie Viertel schon gesagt gesehen hat, und ich die geckige Idee dann hier auf Plötzeburg wollte mitbringen. Und das hat die K geholt und ich habe dem Komitee das vorgestellt, wo man dann ein bisschen darüber diskutiert haben und geguckt haben, wie es zu realisieren wäre. Und da sind wir ein Chefrat gewesen und ich dann den Chefrat gefragt, ob sie auch interessiert daran wären. Und der Chefrat war direkt d'accord, weil sie auch selber viel in der Richtung arbeiten und dann das Konzept daran passt. Und so dass die ganze Initiative auch nach unter dem Patronage von der Schöfflinger Gemeinde ist, wo man große Merci auch noch so.
Dann haben wir am Komitee vom Syndikat geguckt, wie man das am besten organisieren. Dann haben wir da gedacht, okay, wir sind ein Dachverein von den Vereinen. Also gehen wir hin, da schreiben wir auch als Lokalvereine an, ob du Zeit Lust hat, vielleicht an der Aktion teilzuholen. Und dann verschiedene Vereine sich gemeldet, denen sind schon ganz große Merci. Und ich will auch dem Sigel Merci sagen, wie der sieht, die Haut ganz ehrlich am Gange sind, mit auch Leute vom Syndikat natürlich dabei, mir auch dem Sigel dafür große Merci, dass sich direkt breit erklärt und so viele Leute auch daran teilzuholen und uns bei der Flotteraktion zu helfen. Wat eng Funktionune spielt Dir lo hai? Ja, si Komiteesmember am Syndikat Initiative, sinn noch Vizepräsident vum Sigel, Gemeinderotsmember mé vun sinn als normalen Schëfflinger Bierger hai. Wat huet Dich dann no beweegt hai mat ze machen? Wie gesagt, sinn am Komitee dann also doch fir mech klar, dat se van der Komitee organiséiert, dat se dann natürlich auch mat dabei ass mé woch még perélech Iwerzegung fir darüber mirksam ze machen, den CO2 de man mussssen an den Griff kree, wann man wëllen an den nächste Generationen eng gut Welt iwwerlosen an schmeng dat das beste Beispiel an defir hunch joch an de Projekt integriert fir de Leiit darüber mirksam ze machen, welch Funktion a wie wichtig en gesunden Bëch ass. Simon just vum Sigel geschwert, Dir seht am Sigel, wie sie Dir bei den Organisationen dabei kommen? Ja, ich arbeite beim Sigel. Und ja, zu der Organisation, das kommt, dass wir eine Invitation gekriegt vom Syndikat. Und ich habe das mal gelesen und ich habe gedacht, ja, das ist eine gute Sache, für die Umwelt ein kleines Zeichen zu machen. Und ich habe direkt gesagt, ich wäre dabei. Gell? Und wie gesagt, habe ich der Mannschaft auch gefragt als Benevol. Und da waren direkt eine Dose Leute, die sich gemeldet haben. Und ich dachte, ja, tipptopp, dann fahren wir los. Was hat dich motiviert, für hier mat zu machen? Ce qui m'a motivé, c'est les couleurs. Je suis très heureux de venir faire du bénévolat. On voit le nombre de CO2 qu'il y a dans la forêt. Ça reste très beau, le bleu avec le vert, brun. Ça donne de la vie à la nature. Je suis très heureux. Könnt ihr euch präsentieren? Ich bin Präsident vom Schöfflinger Geschäftsverband und wir unterstützen das Syndikat-Initiative bei der Superaktion. Was hat dich dazu gefeiert, für bei dieser Aktion teilzuholen? Erstens sind wir als Geschäftsverband immer da, wenn das Syndikat-Initiative es braucht. Zweitens fanden wir als Geschäftsverband dann noch persönlich die Aktion für die Umwelt wirklich wunderbar. Die Idee, die den Syndikat-Initiative hat, und dafür unterstützen wir das doch. Wie seht ihr die ganze Aktion? Ja, ich meine, die Umwelt leidet uns alle gut im Herzen an Lofir mal enke zu gesehen auf dem Terrahai, wie viel der Beam da sind für den CO2 von enger Person können zu erneuern, von dem wäre einfach super. Das Sensibilisationskampagne als eine Initiative vom Syndikat Initiative unter dem Patronage von der Gemeinde. Dem Schafferot an dem Service du Développement Durable drücken ich auch ein großes Merci aus. Wir haben ihnen das Projekt an einer Schafferot-Sitzung präsentiert. Sie haben es interessant gefunden, weil es gut an Sensibilisationsarbeit bei der Gemeinde, die Gemeinde möchte, rapasst. Also sie waren direkt bereit, für uns zu unterstützen. Auch uns, dem ASI, die am Benevolat arbeiten, ist es wichtig, die Message vom Naturschutz mit auf den Weg zu gehen. Weil wir haben nicht mehr eine Welt, die es wichtig ist, zu beschützen, auch für uns Kinder und uns Enkelkinder. Wenn so Aktionen auch nicht immer bei jedem am Gut kommen, ist es doch wichtig, dass wenigstens darüber geschwärzt wird. Nicht so kriegt die Aufmerksamkeit und nicht polarisiert. Bluebeam. Mit dieser Aktion soll den Leuten visibel gemacht gehen, wie ein Envergure den CO2-Verbrauch von allen Einzelpersonen auf der Busch hat. Das sind 6 Tonnen CO2 pro Jahr pro Person. Jeder von uns braucht einen halben Hektar Busch, für den Verbrauch auszugleichen. Den halben Hektar haben wir hier als Blut gespritzt, für das in der Stadt einmal für einen anhalten kann und durch den Kopf gehen lässt. Natürlich
als das geschieht mit einer ökologischer vom Ministère de l'Environnement zugelassener Pfaff, die extra dafür hergestellt wird. Wir gehen mehr CO2 in die Atmosphäre auf, wie Pflanzen hier rundherum abholen können. Alltägliche Handlungen wie Autofahren, also Stromverbrauch, exotische Lebensmittel oder Kleider aus weiten Ländern kaufen, sind ein paar Beispiele davon. Wir sind responsabel für unsere Zukunft und unsere Gesundheit. Wir brauchen ja just rundherum zu gucken. Die einen Leute trinken, die anderen verbrennen. Tornadoen und andere Naturkatastrophen, die auch bei euch schon ankommen, verbreiten sich immer mehr und bringen viel Misere. Das hält nicht auf, am Konträr. Das geht immer mehr. Wenn Prognosen bei 2,5 Grad plus Welterwärmung stimmen, geht es noch schlimmer. Ob große oder kleine Aktionen ist alles wichtig, was dazu beiträgt, dass auch über Eis raus Welt weiter existieren kann. Ich hatte mal ein Telefon von einem abgeregten Kollegen, den hier am Büsch mal spazieren geht, den hat mir gesagt, so, ich war schon 3 Wochen nicht mehr am Büsch spazieren, aber du hast irgendein Beam angestracht. Ich meine, das war ein Vandalismus, den du betrieben hast. Und du konntest den Mann aber beruhigen, was das geht gehen, und er war auch ganz erfreut, dass dem so ist. Die Damen und Herren, es sind Land, mein Erde sind den Himmel, meine Elemente sind Beam, es sind die Fels, es sind Wasser, es sind nicht für die Natur zu dominieren, es sind nicht für die Natur zu exploitieren. Nein, es sind Natur, ich selber sind Natur, ich will leben. Das Sagesse Indien vom Chief John sieht vieles. Genau du weinst, meine ich, wir haut hier am Busch zusammenkommen. Es geht darum, sich bewusst zu sein, wie die Präsidentin es gesagt hat, welche Geschenke, welche Schönheiten, welche Diversitäten Natur uns eigentlich schenkt. An all das schenkt uns Natur ein Wunder, einfach so. Wir gesehen vielleicht nicht immer, allerdings sollen wir immer nicht versichern, das Wunder zu erkennen und zu verstehen, den Raum lebendig zu lassen, der Fantasie und der Freiheit die Zeit zu schenken, die notwendig und wichtig ist. Diese philosophischen Gedanken, diese Überlegungen von John Kuhn, a famous Indian tuba player, stehen in meinem Musikbuch John the Chief of the Reservation in Montana. Das ist nicht nur mein Lieblingsetüdebuch, wenn ich Tuba probe. Es sind noch immer nicht fasziniert, daraus zu proben und noch zu lesen, die kleinen Texte, die den John Kuhn damit dran geschrieben hat. Die Einzeltexte für den musikalischen Sinn und den Wert von den Stücken, die hier geschrieben hat, für die Indianer, für die rauszukristallisieren. Und den Aufruf als klar. Wir sollen das Leben genießen, ja. Wir müssen allerdings bei allem, was wir machen, und das ist auch gesagt gehen, den Blick an den Geist für die Schönheiten von der Natur aufrecht halten. Wir brauchen eine gesunde Natur. Wir Menschen brauchen, für gesund zu sein, etwas für zu essen, etwas für zu trinken und noch etwas für zu atmen. Ein gesunder Menschen geht es nicht mehr da, wo eine gesunde Natur ist. Auf einer gesunden Erde. Und da ist dem Chief John Kuhn sein These auch gewirrscht. Und hier nicht recht. Dafür ein großes Merci all denen, die sich dieser Philosophie, dieser Lebenserstellung auf die Fahne geschrieben haben, die das Prinzipien am Umgang mit der Natur respektieren, die aber auch dazu beitragen, durch Motivations-, durch Aktivitäten wie Haut, sich bewusst zu machen, was Natur, was ein gesundes Umfeld eigentlich ist. Das alles geschieht nicht einfach so. Wir sind aufgerufen zu handeln. Wir wissen, dass die Klimakrise real und noch gefährlich ist. Wir wissen, dass wir Menschen den Auslöser und die Ursache von dem sind. Wir wissen aber auch, dass wir etwas können ändern, auch das gesagt gehen. Und Fachleute und Experten sind sich auch eins. Es ist nach Hoffnung da, es ist nie zu spät. Übrigens 1913, das sind also über 100 Jahre hier, als zu Bern an der Schweiz die ersten internationale Naturschutzkonferenz aufgehalten ging. Und auch da ist schon ganz viel gesagt, was muss gemäht gehen. Trotz allem wird die Menschheit an den letzten 100 Jahren fertig gebracht, einen Teil von seiner Lebensqualität, einen Teil von seiner Lebensgrundlage zu zerstören. Der Defi ist, bleibt eben groß. Das Problem,
vom Natur- und Klimaschutz, auf von allem de Willen für als Umwelt und Natur, als Matwelt zu schützen, an als Umweltsituation zu verbessern, muss dafür auf der Agenda von all Einzelnen, nicht nur von der kleinen an die großen Kommunitäten fest verankert bleiben. Du hier, dem Syndikat Initiativ, Madame Präsidentin, ein großes Merci für das Aktion mit dem blauen Beam. Eine Initiative nicht für Tourismus, nein, eine Initiative für aktiven Naturschutz zu fördern. Das 200 Beam illustrieren ja, wie das gesagt wird, wie viel Busch nötig ist, für die 6 Tonnen CO2 auszugleichen, die die Bürgermeister an die alle Guren am Jahr so dann verursacht. Immerhin in halben Hektar. Für als bald 12.000 Einwohner bräuchte mir dem nur ein Busch von der Schrift gerechnet für 6.000 Hektar. Das geht nicht, das tun wir nicht. Die Fläche steht als leider nicht zur Disposition. Und du weinst, müssen wir alles durchsetzen, für den CO2 zu vermeiden. Wir als Gemeinde, wie ich hier drunter gesagt habe, noch jeder Einzelnen von uns. Und wir müssen den Busch als Speicher für Treibhausgasen präservieren, schützen. Wobei man nicht vergessen, dass der Busch nicht nur den CO2 abfängt, sondern dass es auch noch eine ganze Reihe von anderen wichtigen Aufgaben erfüllt, notamment die vom Wasserreservoir. Nicht zu unterschätzen. Energie reduzieren, CO2 vermeiden, mehr klimafreundlich leben, Stromspuren, viel kleine Schritte als Schlüsselmomente mit einer doch größer Wirkung. Und das meine ich getan mit dem blauen Beam gewiesen, dass ich darüber soll nachdenken. Merci euch alle gut für Ihren Einsatz und Ihren Engagement. Herr Kalmes, der sieht den ersten Schaffen von der Gemeinde Schöffling. Was hält ihr von dieser Aktion? Ich fand das heute eine ganz interessante Initiative. Sie stammt eigentlich von Berlin aus dem Grünewald, auch da haben sie einen Gringewald. Ich habe da ein bisschen nachgeguckt. Ich fand das auch etwas polarisiert. Was die Leute, wenn sie hier kommen, so, was soll das da, was ist das hier? Und ich meine, das führt zu Diskussionen, die Leute stellen sich Fragen. Und da ist das eigentlich ein guter Moyen für die Leute, darüber nachzudenken, was ist das da, was bedeutet der Busch? Und dann meine ich, das ist eine gute Sache. Ich fand das eine ganz interessante Aktion an wo Stadtieren hun du hun ein bisschen direkt um meinen beruflichen Background geduld. Ich bin nämlich Lehrerin von Beruf und du hast geduld, dass das etwas, da müsste man mal vielleicht mal diese Schulklasse kommen, weil wir schwätzen oft von CO2, wir schwätzen oft von Klimawandel, von all das und Devel und Kinder können sich das aber irgendwie nicht vorstellen, aber vielleicht können sie durch die heutige Aktion dann noch mal ein bisschen eine konkrete Idee kriegen, wie viel Sauerstoff das sie als dann noch wirklich brauchen. Ich bin eigentlich begeistert von dieser Aktion, wo ich das gehört habe, gesagt, das ist eigentlich eine sehr gute Sache, um das zu visualisieren, dass eben die Leute, wenn sie hier auch spazieren laufen, dass sie sehen, wie viel CO2 emittiert ein Mensch. Und wenn man sich dann vorstellt, wenn da eine Familie rumläuft, kann man schon fast einen halben Busch da blau streichen, um das zu zeigen. Und ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht mal drüber nachdenkt, vielleicht Männer der Auto zu nutzen, mehr vielleicht auch der Velo oder zu Fuß gehen. Das ist sowieso ganz gut für die Gesundheit.